Dann ich mich herzlich willkommen auf der Pressekonferenz am Vierhaus von den WM-Qualifikationsmatchen an Deutschland und der Slowakei. Ich habe mal zum Kader kommen, weil mir als RWF schon mal herzlich bei den über 2000 Zuschauern merci so an die Modern auf Sinsheim kommen. Du auch zur Info für die Leute, die den Stream gucken, an der Videobeschreibung vom Stream sind noch Linke für Ticket für an Deutschland und für die Slowakei. Kommen wir zum Kader. Fangen wir mit dem Goalkeeper an. Am Goal den Luca Fox, den Anthony Maurice und den Thiago Pereira. An der Défense den Dirk Carlson, den Elvin Djokovic, den Laurent Jans, den Sead Korac, den Enes Mahmutovic, den Marvin Martins, den Veit Selimovic und Erik Vega. Am Mittelfeld den Leandro Barreiro, den Florian Bonat, den Thomas Kroes, den Christopher Martins, den Matthias Olesen, den Olivier Till und den Sebastian Till. Am Sturm den Kenan Avdusinovic, den Ivandro Borges Sanchez, den Alessio Curci, den Ayman Dardari, den Edwin Muratovic und den Daniel Sinani. Könnt ihr gerne vorstellen. Ich gebe Radio 100,7 Sport Noferen Schlift für Plötzeburg auch auszukriegen zum Kenan Avdusinovic einerseits, zum Sebatil Sinamateur einerseits und dann noch für den Mika Pinto eben nicht dabei ist auf Plötzeburg für das Radio. Merci. Ja, dann machen wir gerne auf Plötzeburg. Also der Kenan Avdusinovic selektioniert, der wo fällt von der seine Performance vom Anfang von der Saison gucken, wo noch erstens gute Performance gemacht ist, zweitens an 6 Matcher 6 Goal geschossen, aber wenn die letzte Saison guckt, wo an 23 Matcher von 17 Goal geschossen, das ist ein richtig großes Total. Und dementsprechend Spieler ist der Bijelik, der für mich meritiert wird, für diesen Stage selektioniert zu gehen. Die zweite Frage als concernant de Mika Pinto als aktuell an einer Situation, wo kein Verein wird, wo sein Kontrakt mit so viel abgelöst wird, während dem Stage vom letzten Stage. Dementsprechend der Moment kein Temps de jeu, dann noch kein Verein trainiert der Moment mit einer dritten Division in Holland, als dabei ein Verein hoffentlich für ihn können gleich unterschreiben. Der Fakt, dass neben nach der letzten Tag von der Transferperiode sein Kontrakt abgelöst hat, an einer Situation, wo kein Verein nicht erlaubt, über die Dinge raus haut nach können, an den nächsten Championaten den Kontrakt zu unterschreiben, versteht man Team am Austausch, dass im Moment nicht die nötige Fitness wird, entwickeln und der nationale Equipe zu kandidieren, wo noch selber im Hintergrund geschadet hat, wo noch nämlich den Akkord ist. Und die dritte Frage war Sebastian Till, den gute Performance an seinem Verein ist, an den auch am Kader vom letzten Stage auch nur nominiert geht, also war eine logische Folge, dass das klar als polyvalenter Mittelfeldspieler dabei ist. Kannst auch kurz die Wort zum Florian Bonat so, die war ja auch ugeschlagen, wird er gespielt, als die schon bei 100%. Der Florian Bonat ist bei 100%, so hat man seinen Verein nicht gespielt, hat, wie richtig gesagt, 3 Matcher wurden durch einen Ausfall wurden ein Problem mit einer Rücktritt, also den genauen Term ist die ugetäuscht, ugerast oder wie auch immer, wird eine Pause, müssten alle an seinen Verein, also aber froh, dass er nur beim letzten Match konnte spielen und darüber eine große Spielzeit wie es doch normalerweise dann der Weekend für sein Verein Bastia spielen und wir freuen uns dann, dass er nicht bei der Nationalkippe hoffentlich ja, dass er dann noch nicht die Weekend übergeschieht. An der Stelle steht auch Gespräche bei Maggio und Dani Motta, vielleicht kannst du das wissen, du noch schon erklären. Gespräche oder Gespräche, du hast ruhig verstanden. Nee, ob es Gespräche gibt und wie du schon das. Maar Brian Maggio wurde ich effektiv telefoniert.
Aussagen von der letzten Kehr. Wird für sich eine schädliche Experience mit der englischer U17 weiter wollen zu führen. Und bei deiner Mutter? Dann die Mutter, als die 3 Matcher bei Monza nicht am Kader gewischt werden, blessiert das. Et gouf man Dani Mutter segen Bruder en Echange fir ze gucken, wie et fir Zukunft kann weiter. Wie viel Sorgen möchte ich Fett, dass den Leandro Barreiro zu beim Benfica Avalo nicht so viel zu Spiele kriegt, wie er sich das vielleicht selber erhofft hat, oder wie ihr vielleicht auch erhofft hat? Ich hoffe am Anfang, dass alles da gibt, so viel Spielpraxis wie möglich wird, wir sind nicht davon addiert durch. Der Leandro wird spielt an einem ganz großen Verein, also ein intelligenter Spieler, den noch fest, ja, mit seiner Fitness umzugehen, von ein bisschen Männer Spielzeit oder Männer seinen Verein wird. Ich wünsche ihm, dass er mehr Spielzeit kriegt. Er wird sein Trainer gewechselt, den auch ein bisschen vielleicht taktisch anders spielt. Leo kennt, der mit seiner Fuge, mit seinem Engagement, sind ich überzeugt, dass er in der Zukunft doch mehr Spielzeit wird kriegen. Dass er lieber pro Wochen eine Männerspielzeit wird, als bei einem Spieler von seinem Niveau, mit denen noch tagtäglich trainiert, gesehen ist schon nicht großartig als problematisch. Ja. Seine Performance wird in der Nationalkippe mehr sogar besser gehen, weil er dann sich frei für können heute spielen. Moyen? Ja. Moyen? Wie schwer war oder wie lange hat es gedauert für die Mannschaft im September zu dauern? Ob ich so ganz verdaut von der Haut will ich auch noch nicht. Ich muss in die positive Enseignement da erzählen und nicht nur auf das Resultat gucken, sondern mehr auf das Kontinu gucken und sich darüber basieren, noch für die nächsten Matches zu präparieren. Und das hat man von die letzten Wochen persönlich an einem Trainerteam gemacht und nur den zwei Menschen oft über Performance und über das Resultat geschwärzt, das ich nicht denke, ich will das lange machen. Ich behalte das Kontinu fest und nicht das Resultat, wo wir wissen, dass das Resultat eben noch erst von darüber entschieden sind. Auf dem Match anzugehen, wie weit möchte ich sorgen, dass der Julian Nagelsmann quasi dieselbe Kader berufen, da sieht die Spieler, die die letzten 2 Matcher nicht so gut gewesen wären, müssten das besser machen. Also Sorge für ein Match und ich einfach nie, egal wie wir spielen, Respekt für den Gegner haben wir sowieso. Wir können beeinflussen, was für Kader wir berufen, was die Julian Nagelsmann als Kader möchte. Ich meine, vielleicht halb 4 Uhr, das ging aber, wenn ich das richtig sehe, 3 bis 4 Änderungen an seinen Kader. Wie sie den Match umgehen, das bestimmt hier ein Trainer. Ich weiß, wie wir den Match wollen umgehen. Man Sicherheit aus Deutschland am Moment an einer Position, wo sie phasenweise kritisiert gehen, weil sie der Slowakei verloren haben. Wenn sie der Slowakei verloren, dann wird doch vielleicht Königswärts verloren.